Was der Billy da schon ist. Soll noch ein Unmodlo machen, schön. Hallo? Ja, das Lux Play. Wenn ihr kein Budget mehr. Ich muss das nur allein machen. Hallo? Ich fand den, wo der ganz geil für Kokain ausgehen wird, putain. Ne, komm. Okay, da halt. So, wir kriegen einen Tausch aus dem Budget gestanden, also muss das los sagen. Und dafür Intro, lo, direkt, go. T-Schlo, was ist schon mal Medieval, Remake, Remaster, PS1, Shock Cup, seid schön aus, nicht getestet, lass. Medieval? Das war doch das ein Spiel, was an der Demo-Disc dabei war, die bei der PlayStation 1 gekriegt hat. So oder so ähnlich, also es wohl viele Leute ergangen, die Ankündigung vom Remaster mitgekriegt haben. Und ja, die wird lachen. Mei wie die Demo von Demos nicht als kann auch nicht von dem Spiel matkrit. War okay, wo ich PSP krit hun, war mein echt Spiel effektiv de Medieval Resurrection, den ja eng 8 Remake / Soft Reboot Formation Deal war. E bisschen Nostalgie gehummert sinne wieder schon. Me egal, Megin ist back to the roots und zwar im Jahr 1991 für genau zu sehen. Die Story vom Spiel ist schnell erklärt. De beise Magier Zarok terrorisiert mat senger ondeudschen Armee Land vu Gallomir, an de Kinnek schickt seg Armee mat segem Champion, den Sir Daniel Fortescue, anschlurcht fir dem en ze bereden. Just blöd ass grad den Dan den Eischchte muss sinn, dee bei der Aktion drop geht, an dem Kinnek dat dore so peinlech ass, dats ne bës nunner Geschicht schrauft, fir dats den Dan als de grossen Held durchsteht, den den Zarok soll besiegt hunn. An falls Dark Souls Fans in dat Irschlo gewissen, wait a minute, Moment hunn. Ech le mal Theorie op, dats net de Guts aus Berserk me den Daniel Fortescue die gros Inspiration für Artorias ass. A wie wees, fläit mechte wat die Video dazu. Hello. May I share with you the lore of this land? Yeah, let's hear it. Am Gegensatz zum Artorias Parkcounter gëtt den Dan 100 Joer aus Versee vum Zarok, den es baggende Gamers an sech eng ondeudschen Armee beschwört, wieder belieft. So leidet dann guten Dan dës gët den Zarok wirklich ze leen, as sech seg Pläders helloch ze verdingen. An heldenhaft ass definitiv mod Grafik, an dem Nightmare Before Christmas mäßigem Look vom Spiel, den an dem heute Remaster für senger bester faulester Seite gewisse gëtt. Spiel platzt nëmme so vun Detailer an den aufwissungsreiche Leveln. Dialoge an Interaktionen mat den andere Personage sind riesig Spaß voller Charmer Witz. Ich ging sogar so weit goen an soen, dass der Teilspiel de Flair sogar noch besser angefangen huet wie de Spyro oder de Crash. Lo neisch géint die 2 Remasteren, méi dat war logat még Menung. Spiel selber aus ein Action-Adventure, bei dem der erst durch allerlei Halloween-Gestalte kämpft, Sachen sammelt, Gegen erkundigt und ihr gegen Bosse stellt. Kleine Rätsel sind noch am Gepäck, dabei schaltet er am Verlauf vom Spiel auch neue Waffen wie Darmbrosch oder Hummer frei. Und die werden doch all Mordinstrument brauchen, weil das noch immer ein 90s-Spiel mit 90s Trickiness. Was möchte dann Orlober die unheldenhaft Aspekte bringt, die für allem das Gameplay betreffen. Das Kampfsystem acht offen eng Fuchtelei aus, bei dir der hofft dat richtig zu treffen, wer die Idee wonky Steuerung nicht mehr angenehm mischt. Kamera, ja, wie soll ich das beim politisch korrekt allerweise sagen? So wird unerlaubene Geschlechtsverkehr mit ihr an der Platz, wo Sonne hier schenkt. Die könnte ich so mit einer Schülerperspektive Sache bisschen mehr übersichtlich machen. Suboptimal bleibt aber trotzdem. Und so geht auch mal gern unerwartet von einem Gegner ugegraff, den er nicht gesehen hat. Oh, hi Mark. Et muss ihn allerdings auch so, dass der Entwickler sich pure Verbesserungen vis-à-vis vom Original erlaubt haben. Wie zum Beispiel die Pimpe für verschiedene Bossen. Nachdem es der Lo gesagt gouf, hat das der Lo einste Fazit. Also mal so. Medieval wird das Gefühl von Demos, am Guten, wie auch am Schlechten, ziemlich gut an die Jahr 2019 rüberbrüscht, aber wird von allem die Fans vom Original ein riesig Fried bereden.
Wenn Demo schon neich mam alle Schanke kap kon du fenken, ja de wär doch lohnet segleg fannnen. Bei engem Preis von ungefähr 30 € ass die ganz auch gut aufgerundt. Ja, het gët doch van den Apps bestimmtnes am Spiel mëcht eng kleng Überraschung, die führen alle Nostalgiker e Grinsen an Gesicht schmiss zauberen. Happy Hunting! No Shankecap kummer nach de Search 2, das Roboter, Dark Souls, Stirwen, Dark Souls, Roboter an bist stirwen. Viel Spaß! The Search 2 vom deutschen Entwickler Deck 13 spielt an einer dystopischer Zukunft, an der die natürlichen Ressourcen von der Erde abgebracht sind. Für die zerstört Umwelt nicht zum Leben zu erwaschen, experimentiert der Creo-Konzern mit Nanomaschinen. Das geht aber noch anders. Maschinen machen sich selbstständig und rebellieren. In kurzer Zeit ist 95% von der Menschheit ausgelöscht. The Souls-like spielt an der Stadt Jericho City, wo die am Anfang vom Spiel an einen Prison erwäscht und mit den Grundmechaniken vom Spiel vertraut geht. Das Kampfsystem ist eine vertraute Mischung aus Angriff, Blocken und Ausweichen. Neben der Gesundheit und der Ausdauer muss die auch noch auf die Energie von ihren Batterien nutzen. Die können die nämlich abladen, indem sie die Gegner schwer macht. Sobald ihr Monster eng von Anfangs 3 Batterien abgeladen wird, könnt ihr ein Heilmittel pro Batterie herstellen. Verneidig könnt ihr euch also während einem anstrengenden Kampf immer nicht zählen. Dafür muss ihr dann aber auch immer nicht an den Angriff, was dem Kampfsystem ein schön taktisch nicht geht. Wenn ihre Gegner geschwächt tut und noch genug Energie in ihrer Batterie übrig ist, könnt ihr mit einem Finisher ihr Körperteil für seinen Körper auftrennen. Das Ganze ist so blöd wie zu schön hört, aber wird dann noch genüsslich in einer Zeit präsentiert. Oh my God! Clarice. Oh my God! Das Mechanik hat aber durchaus ihren Sinn, weil nämlich so kommt ihr an neue Waffen, Ressourcen und Baupläne für neues Equipment zu kraften. Fällt dich dem Gegner seinen Helm? Kabero van hier dummer. Brett in der Panzerung für die Beine? Kein Thema. Die Gegner doch nicht zurückgeschwind, sowieso keine Verwendung mehr dafür. Mir hat das Mechanik immens gut gefallen. Gibt es gerade noch Ressourcen, da so nie langweilig, weil ihr immer mal lesen in der Ausrüstung steckt seid, weil ihr noch nicht an der Sammlung hört. Für abzuleveln und für Gegenstände hier zu stellen, braucht ihr Schrott, den ihr als Belohnung für besiegte Gegner kriegt. Aus eurer Rüstung und eurer Waffen könnt ihr schon noch Implantate ersetzen, die ihr Werte verbessern oder ihr neue Fähigkeiten ermöglichen. Als ihr Gesundheit und Mann, geht ihr auf der letzten Medizinstation, die ihr besichtigt, nicht zum Leben erwäscht. All die Gegenstände, die ihr abgesammelt habt, bleiben an eurem Inventar. Nimmt den Schrott, den ihr bei euch habt, leitet nach da, wo ihr gestorben seid. Die Hütte hat 2,5 Minuten Zeit, für die Sopraffen zu bauen. So ist das sofort. Wenn ihr für die Hütte einen Kehr an Gras beißt, ist natürlich auch futsch. Praktischerweise hat ihr die Möglichkeit, für eure Schritt bei einer Medizinstation anzubunkern. Nachdem ihr den zweiten Bossgegner, den Prisonsdirektor, bezwungen habt, kriegt ihr als Belohnung nicht nur mehr Freiheit, wie auch nach dem Direktor sein Drohnen. Die könnt ihr mit verschiedenen Waffen und Modulen equipieren, die ich am späteren Spielverlauf nützlich können sehen. Dono könnt ihr endlich Jericho City erkündigen und Missionen für verschiedene NPCen erledigen. In NRW muss ihr unter anderem gegen Scavenger, Soldaten und Sektenmom revieren. Für das ihr nicht allkriegt und einen Tod lang umwehr müsst laufen, könnt ihr an den verwinkelten Gassen Aufkürzungen freischalten. You make me sad. So be it. Come, Patsy. None shall pass. What? None shall pass. I have no quarrel with you, good Sir Knight, but I must cross this bridge. Then you shall die. Grafiker sind insgesamt stimmig. Mir gefallen halt besonders die kräftig Farben. Von no fallen aber leider die verwaschen an Details und Texturen negativ ab. Technisch muss das Spiel dafür nicht falsch, er lief zu allem Moment absolut flüssig. Wie ein Dark Souls an den Spieler gern hört, dem kann ich diese Vertreter am Science-Fiction-Gewand nimmer und Herz lehren. Ich fand es erfrischend, mal ein Kehr nicht gegen Monster und Dämonen zu kämpfen. Mir gefallen noch die verschiedenen Komfortfunktionen, die das Spiel mitzuspringen. Die Mengen oder anderen wird das wahrscheinlich nicht hardcore genug sein. Ich für meinen Teil beklomme mich darüber nicht, aber genieße lieber The Search 2. Ja, ich hoffe, es wird als Low-Budget-Episode heute gefallen. Vielleicht kriegt ihr noch ein bisschen beim Chef verhandelt, drückt mal Daumen. Und für den Rest dann, gehabt der Schwul, geht nicht so viel Geld aus, was gesehen hat, geschieht dann. Ciao!
Okay, wir machen, okay, wir machen, ich denke so, da läuft der Billy, ne, komm schon jetzt. So dick lang gedauert, bis reagiert. Okay.